Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich habe mir jetzt ausnahmsweise vorm Videoaufnehmen eure Kommentare nicht durchgelesen, weil ich ein wenig im Stress bin. Ne? Ich bin von der Malone heimgekommen, dann musste ich Garten verschönern, also sprich über Rasenmähen, weil es die letzten 3 Wochen nicht ging, weil es durchgängig gepisst hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bei meinen Gaudi-Pflanzen ich wieder irgendeine Blüte abzwicken musste, weil da Chemie drin war, weil es 3 Wochen gepisst hat. Ich bin so froh, dass jetzt dieser scheiß November mitten im Hochsommer endlich vorbei ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal warmes, trockenes Wetter haben für ein paar Wochen am Stück. Ja, so wie man das im Sommer normalerweise hat. So. Guti, aber wo sind wir gewesen? 1:04. Es ging darum, sie hat ihm gerade noch Mut zugesprochen und es kommt gewiss nur irgendeine Frau daher. Mit der kann er dann Familie gründen. Genau so. Unfassbar. Die nächsten Themen hier in der Timeline heißen: kein Interesse an heiraten oder Kindern. Das haben wir von ihm aber anders gehört, aber das ist das klassische Rainer, gell? Heiratet so, morgen so, übermorgen sowieso. Und dann schauen wir mal. Garten Eden. Garten der Verschöner, ne? Ja, schauen wir mal, wie weit das wir kennen. Geil. In diesem Sinne. Hockt euch her, Sommermeerer. Reißt euch eine Häube auf. Wir gingen einer in Rainer. Und das tatsächlich irgendwie den 3. Tag jetzt in Folge. Grandios. Neues Map, man ist es gar nicht mehr gewohnt. Es ist harte Arbeit im Übrigen. Ne? Es ist wirklich harte Arbeit und ich freue mich über jeden von euch, der meinen bescheidenen, depperten Kanal auswählt, um sich die Scheiße hier anzuschauen. Ne? Weil ich habe jetzt auch schon mitgekriegt im ganzen Umfeld, ne, auf YouTube, sehr viele von den alten Weggefährten sind es auch wieder am Stissel und machen wieder Content. Und ihr habt literarisch die Wahl, hier auf 20 verschiedenen Kanälen dieselbe Scheiße zu schauen, wo die Leute auf diesen Bullshit reagieren. Und ihr entscheidet euch dafür, das bei mir zu machen. Und das ist eine große Ehre und das freut mich. Und da möchte ich mich gerne bedanken dafür. Aber jetzt ohne weiteres Gelaber. Aufgehört mit der Schleimerei. Einer geht da. Mittlerweile habe ich da gar kein so großes Interesse mehr daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hat er damals schon 5000 Mal gesagt, ja, das wird eh nichts mehr, das wird eh nichts mehr. Und jedes Mal, wenn ein Bärchen kommt, dann kommt die Story doch wieder, ja, er wird mindestens 33 Kinder haben und bla 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 bla. Also gar nicht mehr. Also auch nicht irgendwie mal eine Frau irgendwie oder irgendwie sowas. Also auch nicht heiraten. Also heiraten gar nicht. Das ist schon mal das allererste. Rainer, sagen wir mal, jemand in deiner finanziellen Lage kann vom Heiraten praktisch nur profitieren. Das ist, ne? Also rein aus wirtschaftlichen Gründen wäre es eigentlich eine schlaue Idee. Natürlich heiratet den niemand. Ganz ehrlich, jemand, der so ist wie Rainer, vor allem charakterlich, aber auch vom Hygienelevel her, von der Optik, auch ne, vom Lebenslauf her, bräuchte sehr viel Geld. Wirklich sehr viel Geld, um eine Person zu finden, die ihn heiratet. Glaube ich nicht, ha? Ich habe das zweimal in meinem Leben gewollt und es ging beide Male schief und deswegen. Na, du wolltest das oft und keine Ahnung, wenn du jetzt wieder drauf anspielst, also wenn ihr jetzt kommt und ihr die Story erzählt mit Erdbärchen, dann, ne,
Also zum einen, jeder, der sich mit ihm beschäftigt, weiß von dieser Erdbärchen-Nummer, das ist wirklich eine der ersten Sachen, die es einem YouTube-Algorithmus vorschlägt. Wenn du über Drachenlord 2 Videos geschaut hast, dann kommt irgendwann der 30. Geburtstag und die Erdbärchen-Nummer. Ja, und traut euch, kommt zu mir. Das sind die 3 Sachen, die sind die bekanntesten Nummern im ganzen Game. Und natürlich, ne, muss auch er davon ausgehen, dass die Leute das wissen. Und an alle Leute, die es halt nicht so genau wissen, die Erdbärchen-Sache, tausende Leute haben ihn davor gewarnt. Sagt, Rainer macht ja keinen Antrag im Livestream, das ist eine Haterin, die verarscht dich, bla bla bla. Er hat selber gewusst, sonst hätte er diesen dämlichen, brechenden Herzgeräusch-Track da nicht mit reingenommen. Aber es ist jetzt klar, hier wird auf jeden Fall der Asphalt wieder ausgebreitet für die Straße in Richtung Opferrolle. Ja, man möchte dann Mitleid erregen. Weil den harten Hund hat man schon raushängen lassen. Ja? Man hat schon gesagt, wie riesig man ist, was für ein Monster und dass man sich auch behaupten kann, aber eigentlich ist man ist ein ganz zartes Pflänzchen und jetzt geht man auf die verletzliche Schiene. Ne? Damit die Frau merkt, er ist nicht nur stark und kann mich beschützen, sondern er ist auch einfühlsam und verletzlich. Also praktisch ein richtiger Traummann. Nein. Ah, ja, Und ich ohne, erinnere mich an eine ganz fiese Sache, so dieses ja, das Mädel war da die mit dem erste. Das war die roten erste. Und dann Anzug gab und es noch, so. das war die erste. Und dann gab es noch eine zweite Version. Die war nicht ganz so tragisch, aber war auch nicht ganz so geil. Und dafür- Ja, die zweite Version war halt Mona. Ne? Und Mona hat halt gesagt, hey komm, wenn ich für den Scheiß direkt kurz vor die Kamera muss und ich kann mir dafür ein paar Wochen aushalten lassen, ne, von dem Deppen, der jetzt gerade irgendwie unverschuldet zu einem Haufen Kohle gekommen ist, ja, dann machen wir das halt jetzt, dieses 3-Sekunden-Video. Das bringt dann auch noch mehr Aufmerksamkeit für meine potenzielle spätere Social-Media-Karriere. Ja, das war halt offensichtlich komplett durchgeplant von ihr. habe ich denn das komplett abgehakt, das Thema? Ja, und Mona war 2022. April 2022 war Mona. Und er sagt, seitdem hat er es abgehakt. Und was war dann mit dem hier Indigo-Bärchen? Rainer, was war da? Hast du dir etwa nicht vorgeschlagen, ihr könntet ja irgendwie zusammenziehen und so, ne? Im Übrigen, zwischendrin war auch während der Stromlos-Staffel, da war, Gott, wie hieß jetzt die alle gleich nochmal? Ja, bei den ganzen Weibern bei Rainer, man verliert den Überblick. Ihr wisst, wen ich meine. Ach, bin ich dumm? Baby Chrissy, die wollte ja auch heiraten. Problem, dass die schon verheiratet war. Aber die wollte er dazu bewegen, dass sie ihren Macker verlässt, damit sie ihn dann heiratet. Dann können sie zusammen YouTube machen. Ach, Reini. Das Cola-Bärchen wollte auch heiraten. Alle Bärchen wollte heiraten. Das Thema ist immer relativ schnell gekommen. Aber jetzt hier muss er natürlich gut. Zweimal habe ich es in Erwägung gezogen, aber dann habe ich festgestellt, dass ich doch besser als einsamer Wolf durchs Leben gehe. Das ist anscheinend das Schicksal, das mir vorbestimmt war. Das ist das nächste Ding, so, dass man so einen Anreiz bietet. Man macht sich interessant. So, die Frau muss um einen kämpfen. Die muss ihn jetzt davon überzeugen, dass nicht alle Hoffnung verloren ist. Ne? Sie ist anders als die anderen und sie muss jetzt, oh nein, der arme Rainer, wenn ich jetzt nicht dranbleibe, ne, dann ist er für immer verloren. Dann krieg ich ihn auch nicht mehr. Ne? Wir müssen ihm helfen. Gleich sofort Mitleid snoosen, damit er wieder Hoffnung kriegt. Also so denkt er, dass sie reagieren wird. Hm? Wobei ich auch schon vor dem ersten Mal der Meinung war, dass heiraten völliger Schwachsinn ist. Rainer ist gelogen. Das ist einfach geradeaus gelogen. Das Thema ist so oft aufgekommen in den letzten 15 Jahren. Es ist so oft aufgekommen.
wenn du gesagt hast, ich will ja gar nicht so viel, ich will ja nur mein Leben leben, ne? Und ihr kennt es, der lebende Monolog, der ist in den letzten 10 Jahren allein, also tausende Male über den digitalen Äther geschickt worden und da war immer die Rede von irgendeinem Frauchen oder sonst irgendwas. Natürlich in seiner komplett bescheuerten Weltsicht von 1832, ne? Dass er praktisch dann hart arbeitend die Barne schafft, also sprich fett und faul vom Rechner sitzt und seine YouTube-Videos macht und die Frau kocht und zieht die grenzbehinderten Kinder groß. Ne? Ja, Erleichterung halt. Das ist, glaube ich, der einzige Vorteil. Genau, so sehe ich das auch. Also es gibt nur einen Vorteil und das ist Steuererleichterung. Ja, Rainer, aber das würde ja wegfallen, weil du hast in deinem ganzen Leben noch nie Steuern bezahlt. Ansonsten hättest du jetzt nicht Steuerschulden wie jemand. Nee, aus monetärer Sicht können halt Ehepartner auch für die Schulden des jeweils anderen verantwortlich gemacht werden. Ne? Deswegen wäre es aus wirtschaftlichen Gründen für dich schlau, so schnell wie möglich zu heiraten. Am besten eine Frau mit Barne. Aber was will denn eine Frau mit Barne mit einem wie dir? Ne? Aber ja, wie gesagt, steuerrechtlich Arsch. Noch dazu muss, damit sich das rentiert, wirklich ein extremes Einkommensungleichgewicht herrschen. Das heißt, also es muss halt wirklich eine Frau sein, die sehr viel verdient. Obwohl, ist natürlich ein Ungleichgewicht, weil er verdient ja nichts. Also da kannst du natürlich easy mal schnell ein bisschen mehr verdienen als er. Aber ja, steuerlich, ja, haben wir gelacht. Ja, ich wüsste jetzt auch Und nicht, das- was sonst gut ist. So. Und das ist aber auch wiederum nur der Vorteil, wenn du jetzt nicht. Ich meine, ich halte es für eine wirklich schöne romantische Geste. Ich bin ja jemand, der sagt mir, es ist wirklich gerade in der heutigen Zeit, in der dieses drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch was Besseres findet, nicht mehr einfach nur lustiges Gesatzteil ist, sondern für manche Leute schon mehr oder weniger zur Lebensphilosophie geworden ist. Halte ich es einfach für eine schöne romantische Geste zu sagen, nee, ich bin so zuversichtlich mit dieser Person, dass ich sage, ich möchte tatsächlich den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Da muss man sich natürlich sicher sein. Und klar, hundertprozentig sicher kann man sich nie sein, aber ich halte das grundsätzlich für eine schöne Sache. Einfach nur aus Prinzip einfach, um das auch für sich, dem Partner gegenüber, aber auch der Welt gegenüber zu kommunizieren, zu sagen, hier, das ist der Deckel für meinen Topf und fertig, Bums aus Nikolaus. Wenn jetzt nicht beide gleich viel verdienen. Wenn jetzt sie oder er weniger oder mehr verdient, dann macht es Sinn. Wenn jetzt beide etwa gleich viel verdienen, macht es keinen Sinn mehr. Weil dann verdienen sie im Endeffekt, wenn es ganz besteuert läuft, hinterher weniger als vorher. Es ist erstaunlich, dass Rainer das weiß. Das ist nämlich tatsächlich wahr. Ne, wenn du Ehegattensplitting und sowas machst, muss halt wirklich einer sehr viel weniger verdienen als der andere. Das ist halt ein Überbleibsel aus der Zeit, in der es gereicht hat, wenn du eine Person hattest, die einen Vollzeitjob hatte, um mehr oder weniger für die ganze Familie zu sorgen. Und die andere Person, das war meistens dann die Frau, halbtags gearbeitet hat und sich den Rest der Zeit um den Haushalt und die Kinder gekümmert hat. Da ist das natürlich top, ne? Weil mit dem Halbtagsjob verdienst du wenig, wenn dir da prozentual mehr abgezogen wird, hält es nicht so schwer ins Gewicht und wenn der andere dann einfach deutlich weniger Steuern zu zahlen hat, weil er in einer viel besseren Steuerklasse ist, dann hat sich das rentiert. Das Konzept
ist heute, da wir ja nicht mehr, im Gegensatz zu dem, was viele Wokies glauben, nicht mehr in einem dermaßen patriarchalen System leben, macht es eigentlich kaum noch einen Unterschied. Also wenn man in der normalen, modernen Beziehung auf Augenhöhe lebt, in der beide Partner einen gleichwertigen Beruf haben, ist die Steuererleichterung praktisch nicht mehr vorhanden. Der einer dann vollkommen besteuert wird und der andere gar nicht. Also, oder halt extrem wenig. Und das macht halt auch keinen Sinn. Und wie ist es dann mit so, wie nennt man das? Einfach nur so, nee, das war es nicht. Lebensgefährte war es ja nicht so. Das war ja dann, wenn man heiratet. Dieses, dass man halt einfach nur miteinander lebt, halt so, halt einfach eine Freundin. Und Wohngemeinschaft ist das dann, beziehungsweise eine Nee, Lebensgemeinschaft. das ist Lebensgefährte. Ne? Lebensgefährte ist im Endeffekt Partner, Freundin, Freund. Ne? Und Ehepartner ist halt, wenn du verheiratet bist. Also jeder Ehepartner ist auch ein Lebensgefährte, aber nicht jeder Lebensgefährte muss ein Ehepartner sein. Es ist hier. Gemeinschaft beziehungsweise Lebenspartnerschaft. Ja, ob das eine Jeder Jacuzzi ist ein Whirlpool, aber nicht jeder Whirlpool ist ein Jacuzzi, so ein Ding. das ein der jetzt bin ich schon wieder tot, wollte ich mich verarschen. Ob das einen Vor- oder Nachteil bildet, weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das kann ich dir wirklich nicht beantworten. wegen Vor- und Nachteil, sondern ob das dann wenigstens dann irgendwas ist. Oder hast du so komplett abgeschlossen? Also für mich ist es mittlerweile so. Ich habe kein Interesse mehr an Kindern. Rainer, dein Blog und deine Geschichten hier über diese Hentais, die du dir da reinballerst, das spricht beides eine andere Sprache. Aber natürlich, ja, er meint Kinder kriegen. Aber schwierige Formulierung, Rainer. Da sind wir schon wieder, ganz ehrlich, ne? Wir sind schon im Freudschen Gefilden schon wieder. Der gute Herr Freud rotiert in seinem Grab. Aber natürlich, ne, Rainer hat einen Breeding-Fetisch. Der, wenn jetzt da morgen eine kommt und sagt, hey, ich hab Bock, dass Kinder machen, dann ist er sofort am Stissel. Der wollte ja sogar die Mary oder wie die hieß, wollte er überreden, ja, weil er gedacht hat, dieser leichteres Opfer, weil die halt irgendein Syndrom gehabt hat, was Autismus oder was es war, halt die leichter zu manipulieren ist, wollte der noch irgendwie ein Kind ans Knie schrauben. Einfach nur, weil er Bock hatte, weil er so ein Fetisch hat, was das Schwängern angeht. Weil das habe ich glaube ich Gramby und so, ne? noch vorhin geschrieben, weil ich der Meinung bin, wenn ich jetzt sterbe und in mein Universum gehe, wenn ich eine Frau finde, eine erwachsene Frau, mit der ich zusammen bin und ich suche nur nach was Erwachsenem. Also mindestens mein Alter, vielleicht sogar im Idealfall älter. Ja, das ist auch wieder. Ganz ehrlich, das extra dazu zu erwähnen, ist schon wieder sich rechtfertigen gegenüber einem Vorwurf, der von ihr gerade gar nicht gekommen ist. Ich meine, klar, der Vorwurf, der kommt von der Haterschaft und von allen möglichen Seiten, schon seit Jahren bei ihm. Meiner Meinung nach auch zu Recht, was offensichtlich ist. Aber der redet jetzt mit dir einfach nur ums Heiraten und Kinder kriegen. Und ja, ich bin ja nur an erwachsenen Leuten interessiert, ja. Ältere sogar. Rainer, das ist ganz schlecht. Sich zu rechtfertigen für einen Vorwurf, der gar nicht gemacht wurde, ist immer sass. Weil ich stehe auf Ältere. Dann wäre es mir ganz recht, wenn sie halt auch meine Ambitionen oder meine Interessen teilt und man dann zusammenkommt und auch vielleicht zusammen bleibt, bis dann letzten Endes das Lebensende antritt. Letzten Endes! Ja, das ist ja nicht so sonderlich lange hin bei dir, wenn du nicht irgendwie, ne? Haben wir beim letzten Video drüber geredet. Kehrtwende um 100 Grad 80. Dann kannst vielleicht noch ein paar Jährchen rausjuckeln am Ende. Ich meine, du hast wahrscheinlich schon irreversiblen Schaden an deinem Körper angerichtet und deine maximal mögliche Lebenserwartung empfindlich geschmälert. Aber
Es ist noch nicht zu spät, Rainer. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst noch älter als dein Vater werden. Aber ich bin der festen Überzeugung, ich krieg in spätestens 9 Jahren, 8 Jahren und 11 Monaten einen Fuffi vom Melli. Dann kann ich nachvollziehen und sagen, okay, ja, ne, wir versuchen das mit einer Lebenspartnerschaft, damit habe ich kein Problem. Ich würde auch mit einer Partnerin zusammenziehen, alles kein Ding. Problematisch für mich wird es an der Stelle nur dabei, wenn man, Mann, Entschuldigung. Gesundheit. alles gut, wenn man wieder in diese Gesundheit, Rainer. Gesundheit. Die Person mit... wissen wir, der große Benimmlord, der Kniggelord, der den Leuten immer vorgeschrieben hat, ja, wer hat euch denn erzogen? Eure Eltern haben bei der Erziehung komplett versagt und er hält sich mit der Alten. Und weil er einfach so tief in seinen eigenen Sermon wieder versunken ist und jetzt unbedingt die Schallplatte abgespielt werden muss, wird er einfach ignoriert, ne? Weil es ihm scheißegal ist, ne? Ich könnte jetzt hier direkt im Discord verrecken, der wird einfach weiterreden. Situation kommt, dass man halt Situation im Übrigen. dann sich vielleicht doch irgendwann wieder trennt. Wenn man jetzt aber Kinder will, und ich hätte ja eigentlich schon gerne Kinder gehabt, ich drücke sie gerade wieder rum, sorry. Also, der Hauptpunkt, worum es mir geht, ich möchte deswegen keine Kinder mehr, weil wenn ich doch Kinder bekomme, dann musst du deinen Kindern ja erst einmal das Ganze erklären und so weiter. Und ich möchte ja dann, wenn im Idealfall, dass meine Kinder... Was willst du denen denn erklären? Du hast keine Ahnung vom Tuten und Blasen. Ganz ehrlich, ich nehme an, dass du wahrscheinlich eine Checkliste brauchst, die du abarbeiten musst, wenn du beim Scheißen warst. Du bist zu dumm zum Scheißen. Was willst du denn einem Kind erklären oder beibringen? Da geht doch einer mit seinem Burm in den Wald, wenn der Bur 4 Jahre alt ist, so wie es der Rudi mit ihm gemacht hat. Und erklär dir mal, wie ein richtiger Mann lebt. Halt dein Maul. Halt auch in meinem Universum wiedergeboren werden und in mein Universum kommen, weil sie sind mir ja wichtig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt eher gering. Deswegen will ich halt lieber warten, bis ich wieder in meinem Universum bin, bevor ich Kinder kriege. Zumal ich... Das ist halt... Da gehen wir jetzt schon in den Bereich religiöse Fanatiker. Ne? Man sagt hier, die Existenz in dieser Welt ist praktisch nur eine Bürde, nur ein Test. Ja? Und wenn man den bestanden hat, dann kommt man in die richtige Realität, da wo alles schön ist. Das, ja, religiöse Fanatiker, Gurus, Sektenführer, solche Leute, ja, die fahren diese Schiene. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Zumal ich ja in meinem früheren Leben auch... Hey, hier ist eine Statue. Ja, ganz ehrlich, dein früheres Leben, Rainer. Früheres Leben, nächstes Leben, Arsch, weiß keiner von uns. Ich persönlich bin da eher auf so einem... Ich fahre da eher so eine bisschen hedonistische Schiene, ja, dass ich sage, hey, weißt du was, ich versuche irgendwie Gaudi zu haben im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten in der Existenz, die ich jetzt habe. Und weil ich nicht glaube, dass es eine danach gibt. Ja. Wenn es eine danach gibt, dann ist auch nichts verkehrt gelaufen, dadurch, dass ich diese hier genossen habe, oder? Also, aber Rainer meint, Rainer meint, er hat jetzt so gelitten in dieser Welt, ja, in diesem Leben. Und das kann alles nicht umsonst gewesen sein. Und wenn er jetzt in diesem Leben nicht mehr reich wird mit 3 Topmodel-Freundinnen und 20 Kindern, dann muss es für was anderes gut gewesen sein und dann muss es ja im nächsten Leben kommen. Und irgendwo ist es traurig, aber es ist auch nachvollziehbar. Was bleibt ihm denn? Das ist halt Eskapismus vom Allerfeinsten. Was bleibt ihm denn? Der Mann ist jetzt 36 Jahre und wird wahrscheinlich keine 10 Jahre mehr leben. Weil er einfach partout nicht dazu bereit ist, seinen Lebenswandel zu ändern. Und er kann sich jetzt entweder hinsetzen und schwer depressiv werden und heulen und sagen, ich
ich habe ein Leben geschenkt bekommen und ich habe es komplett vor die Wand gefahren. Ich werde sehr viel jünger sterben als alle anderen Leute und in den wenigen Zeit, die ich auf diesem Planeten hatte, habe ich nichts erlebt, kaum Freude gehabt und ich sterbe allein und keiner gibt einen Rattenarsch drum und an meinem Grab wird niemand weinen. Oder man sagt sich, ja nee, das ist jetzt alles ein Test und wenn ich nur lang genug leide, je mehr ich gelitten habe jetzt in dieser Existenz, desto besser wird es in der nächsten. Ich glaube, das ist halt einfach ein Schutzmechanismus im Kopf, der dann sagt, nee. Option B. Weil Option A ist einfach nicht tragbar. Ne? Ist inakzeptabel. Und das ist in gewisser Weise ein wenig traurig. Ne? Zumal ich in meinem früheren Leben ja auch Kinder hatte, tatsächlich. Ja, tatsächlich sogar. Das Beweise bitte, Rainer. Bitte Beweise. Über die Existenz seines früheren Lebens und die Kinder da drin. Und diese ja auch weiterhin noch leben, weil Rainer, halt dein Maul. Rainer, halt doch dein dummes Maul. Das, was du gerade laberst, widerspricht komplett deiner Theorie von deinem tollen Universum. Denn welchen Grund hättest du denn gehabt, nochmal hier auf dieser Welt geboren zu werden, wenn du nach deiner ersten Existenz schon die Option gehabt hättest, eigenes Universum, wo ich der allmächtige Gott bin und alles bestimmen kann? Warum sollte man da sagen, nee. Boah, ganz ehrlich, im ersten Leben hier auf der Erde, da ging es mir zu gut. Ich würde gerne als geistig behinderter, fetter Spasti aus Emskirchen nochmal geboren werden. Hier einfach, das ist so Replay Value, New Game Plus, einfach mit einer höheren Schwierigkeit. Rainer, dafür bist du im Gaming nicht gut genug. Du hast Sekiro nicht mehr auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. New Game Plus definitiv nicht available für dich. den anderen ein bisschen schwierig zu erklären. Auf jeden Fall, die leben ja aktuell noch und die werden auch weiterhin leben, weil die ja in einer Ja, geh ja mal besuchen, vielleicht können die dir helfen. Ja? die leben ja in einer anderen Dimension, sozusagen. Da, wo ich Also eine praktische Ausrede. halt in meinem früheren Leben gelebt habe. Ich weiß, es hört sich basic an. Ja, es hört sich. Nee, das hört sich ziemlich behindert an. Und ein bisschen verzweifelt. Das hört sich an wie jemand, der so verzweifelt nach einem Sinn im Leben sucht, dass er sich irgendwas aus dem Arschgebirge gezogen hat. Wirklich ein bisschen abgespaced an. Aber alles gut so. Man hast ja auch ein Ja. Glück reingeschrieben, so mit deiner Vision und alles. Genau. Und Rainer, ganz ehrlich. Hast du mal Drogen probiert? Keine Ahnung, ich würde niemandem Drogen empfehlen. Aber bei dir kann nicht mehr viel Scheps gehen, ganz ehrlich. Schlimmer kann es kaum noch werden. Let's go, Rainer. die leben halt da und habe ich echt keine Energiezellen mehr. Und ich muss halt ich will halt dann nicht in meinem nächsten Leben wieder bin, also werde ich dann halt quasi das so machen, dass halt die ganzen Arten, die dann halt quasi in meinem Universum, also ich werde quasi den Planeten, auf dem ich früher gelebt habe, der in dieser anderen Sphäre existiert, der nur in dieser Sphäre existiert und nur dieser Planet, werde ich dann quasi selbst in mein Universum zurückholen. Das ist auch der einzige Weg, wie ich sie retten kann. Das hört sich alles irre an. Ja, das hört sich nicht irre an, Rainer. Das ist vollkommen gaga. Das ist hier die Lulu, seine Urgroßmutter. So ein Ding ist es. Rainer, das hört sich so an, als gehörtest du in ein Gebäude, wo bei den Türen nur auf der einen Seite eine Türklinke angeschraubt ist. So hört sich das für mich an. Oh, wenn ich darüber nachdenke. Vor allem, du hattest Fieber irgendwie gehabt und dann kam die erste Vision. Wie ist denn das, so eine Vision zu haben? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. So. Also es war in erster Linie, Das kann überhaupt gar nicht sein, dass der Rainer Fieber hatte, weil der Rainer wird niemals krank, weil der Rainer doch Dulli-Abwehrkräfte hat. Ja? Das ist, weil der Rainer mit 4 Jahren schon mit Rudi im Wald war und den Rest des Lebens, also der ist schon gekalbt worden im Schweinestall
und den Rest des Lebens schon in der Schweinescheiße gelebt hat, hat er so ein gutes Immunsystem, der wird in seinem Leben nie wieder krank. Also kann er gar nicht im Fieber irgendwie Visionen gehabt haben. Ne? Er wird ja nicht krank. Er ist ja die Gesundheit in Person. So, sorry, ich habe kurz Pause machen müssen. Ich musste mich schnell um meinen Miezebär kümmern. Weiter geht's. War in erster Linie ein bisschen wie ein Traum. Aber ich habe in diesem Traum halt alles gefühlt. Also es ist ein, weiß nicht, hast du schon mal einen luziden Traum gehabt? Nein, aber ich habe schon davon gehört, dass die voll realistisch sind und also ein Zeug so, dass man richtig alles spürt und Gefühle und was weiß ich nicht was. Übelst krass. Ja. Und bei dem luziden Traum ist es aber so, dass du halt auch ein bisschen Emotionen und Gefühle und so spürst. Aber es ist trotzdem anders als das, was ich hatte. Weil das, was ich hatte, war Er ist wieder eine ganz besondere Art von luziden Traum, was der Rainer hatte. Er kann nicht einfach nur einen ganz normalen luziden Traum haben, sondern das ist bei Rainer ist es wieder was ganz Besonderes, weil er so ein besonderer Mensch ist. nennt man das. Das, was ich hatte, war eine Art Traum, der aber sich angefühlt hat wie real. Und gleichzeitig, während ich diesen Traum hatte, habe ich mich an Sachen erinnert, die in meinem früheren Leben passiert sind. Also im Klartext, es sind, Das hört sich für mich an, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, ne, narrische Schwammerl genascht hättest oder so, ha? in meinem Traum sind Sachen passiert, die quasi in meinem früheren Leben passiert sind. Aber sie sind nicht passiert, sondern ich habe mich nur an sie erinnert, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, das ist halt dumm, ne? Also kann schon sein, dass man mal auf dem harten Trip ist und einem das so vorkommt, aber wenn man dann wieder nüchtern wird, dann denkt man sich, ja, krasser Trip, so, aber also man sagt, nee, das ist sicher mein vorheriges, dann bist du hängen geblieben. So, das Also im Klartext, funktioniert das nicht? Also im Klartext, ich habe mich quasi wirklich an etwas erinnert, was ich in meinem früheren Leben erlebt habe, aber auf die Art und Weise, was ich halt wirklich erlebt habe. Das ist halt, wie gesagt, schwierig aus der Vergangenheit. ja, Einbildung ist auch eine Bildung, Herr Winkler. Und das ist auch die einzige, die du hast. Ne? Nachdem du ja hier Dulli-Schulversager bist. Zu sprechen. Zumal wird wieder nichts. Das sehe ich doch schon kommen. Ja, dann lass halt, Rainer. Dann wäre auch die Konversation anregender für dein Gegenüber, wenn du nebenher nicht daddeln würdest. Sie waren in der Vergangenheit, ich habe halt quasi die Zukunft gesehen von dem, was in der Vergangenheit, ich habe die Zukunft gesehen von dem, was aus meiner Vergangenheit existiert hat, sozusagen. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu erklären. Das ist immer, wenn er sagt, irgendwas ist schwierig zu erklären, dann ist es noch nicht fertig gerendert im Ogerstübchen. Es gibt auf der einen Seite eben die Situation, dass ich mich in die Vergangenheit, ach Mist, das wird wieder nichts. Es gibt auf der einen Seite die Sache aus der Vergangenheit, an die ich mich erinnere. Ganz ehrlich, ich werde so aggressiv wieder. Ich werde so aggressiv mit diesem, ja, bla 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 bla. Und dann erzählt er immer denselben Scheiß. Und dann kommt wieder, ja, das wird wieder nichts. Oder, oh, jetzt ist hier wieder das und das in dem Game passiert. Und dann kommt derselbe Scheiß von vorher wieder und wird wieder an derselben Stelle unterbrochen von demselben dummen Gelaber über sein Scheißspiel. Himmelkreuz, Kruzifix, konzentrier Und dich auf der einmal, anderen Seite du war das Arschloch! aber etwas, was in der Zukunft passieren wird. Innerhalb meines Traums. Und das ist, ja, das ist beschissen. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu erklären. Also es ist zum Teil eben das gewesen, was ich in meinem Traum, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Aber es war real. Also das war realer als das, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Ich habe verschiedene Charaktere aus meinem Buch getroffen, aber nicht alle, nur ein paar, die ich halt kenne und zu denen ich eine ganz besondere Beziehung hatte. Zum Beispiel eben zu meinen Kindern. Oh, perfekt. Besser geht's doch gar nicht.
Zum Beispiel zu meinen Kindern, zu meinen Partnern. Also ich habe sowohl männliche als auch weibliche Partner gehabt. Mit Ja, denen, ja, sowohl männliche als auch weibliche Pferde. Lustlord-Folge. Ich kenne die auswendig. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein dummes Maul. Ich halt's nicht aus heute. ich Kinder hatte. Hört sich jetzt auch sehr abgespaced an, ist mir klar. Alles Weil es in gut. meinem Universum. Rainer, alle 5 Minuten sagen, es hört sich sehr abgespaced an. Das ist mir klar. Mach deinen Bullshit nicht weniger Hanebüchen. Das. Ich weiß nicht, das ist wie jemand, der sich mitten in der Stadt auf den größten Platz setzt und anfängt aus einem Eimer voll Scheiße mit einem großen Löffel zu löffeln und alle 2 Minuten sagt, ja, das sieht jetzt vielleicht echt assi aus, das ist mir klar, aber bleibt dran. Und dann geht er weiter. Nämlich so ist, also in meinem vorherigen Leben war es ja so, dass da, wo ich gelebt habe, gab es die Möglichkeit, dass man mit Hilfe einer Frucht, und das war auch einer der Gründe, worüber ich nachgedacht habe, mit Hilfe einer Frucht konnte man sein Geschlecht ändern. Ja, okay, also da hat er jetzt irgendwas aus irgendwelchen Animes und Harry Potter zusammengeklaut, oder? Vielsafttrank. Was, was für mich schon. Ich ganz ehrlich muss sagen, ich liebe Hogwarts Legacy. Ich bin ein großer Fan von der ganzen Harry Potter Welt. Und ich weiß, dass das komisch klingt für jemanden, der vor nicht allzu langer Zeit auf das Twilight-Universum einen riesengroßen Haufen geschissen hat. Und ich bin mir bewusst, dass auch die Harry Potter-Welt nicht perfekt ist, weil J.K. Rowling halt einfach, sagen wir mal, eine gute Geschichtenerzählerin, aber keine gute Autorin ist. So? Aber ich habe mich da schon bei Hogwarts Legacy gefragt, so, okay, ja, da ist eine Transperson als Charakter drin, so, das wäre eigentlich nicht notwendig, weil die haben ja viel Safttrank, so. Kannst ja tatsächlich irgendwie, ne? Nein. Ähm, Okay. Auf jeden Fall, da ist jetzt kein Trank, sondern eine Frucht. Das ist praktisch. Ja? bedeutet, ich hatte sowohl. Wenn Rainer jetzt um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe den Weg in die ultimative Opferrolle gefunden und in Zukunft darf mich keiner mehr kritisieren, weil ich identifiziere mich jetzt als Frau, dann feiner Zobis. Digga. Das prügel ich ihm raus. Aber Das männliche als auch das weibliche Geschlecht und man konnte sogar mit Hilfe dieser Frucht seine seine. seine Art ändern, seine Rasse ändern. Also konnte man, und es gab halt auch da Minotauren und Zentauren und so weiter. Und diese konnte ich halt quasi, da habe ich halt quasi mit einem Zentauren, also mit einer Zentauren-Dame und auch mit einem Minotaurus habe ich halt da Kinder. Wobei ich beim Minotaurus der weibliche Part und bei der Zentauren-Dame der männliche Part war. Die muss ich gerade gemutet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich Lachen gerade verkneifen kann. Was für ein hanebüchenden Bullshit, der da. Ihr müsst euch. Geht mal bitte aus der Abstrusität heraus, die dieses Drachengame schon seit 15 Jahren in sich hat. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, es geht ja nicht um Rainer, sondern es geht um irgendeinen x-beliebigen Influencer. Und ihr seid bei dem auf dem Discord. Und ihr seid alleine im Voice-Channel mit dem und er erzählt euch, dass er Visionen hatte von seiner früheren Existenz in einer anderen Dimension, in der er praktisch Früchte angebaut hat, wo er dann sein Geschlecht und seine Spezies im Übrigen, ne? Gerne? Das R-Wort ist ein bisschen schwierig belegt, aber ne, seine Spezies ändern kann, um maximal in der Weltgeschichte umeinander bimsen zu können. Und dass er da praktisch Nachkommen gezeugt hat, die jetzt immer noch am Leben sind.
Und dass er nur deswegen morbid adipös ist, damit er sich so schnell wie möglich in die Kiste fressen kann, um dann sein eigenes Universum aufzubauen, um dann seine Kinder da reinzuholen. Keine Ahnung. An welchem Punkt in der Konversation rufst du in der Forensik an und sagst, ich habe hier jemanden, ich glaube, der ist nicht ganz sauber, den solltet ihr euch mal anschauen. Okay. Und abgesehen davon, Okay ist ihre Antwort auf die Nummer. Das ist doch so. Okay. Ganz ehrlich, da fällt einem sogar nichts mehr ein, wenn man reingegangen ist in die ganze Nummer und sagt, okay, wir müssen hier Matt farmen, wir müssen höchstwahrscheinlich Reiners Kimme lecken. Und haben schon 5 Eimer nebenher gestellt für das zwischendurch Kotzen, das automatisch kommt, wenn man Reiners Kimme für Stunden und Stunden und Stunden am Stück lecken muss. Aber damit hat keiner von denen gerechnet. Und dann kommt er mit der Story. Okay. Erzähl weiter. davon habe ich noch mit einer Frau. Aua, Mist, so ein Dreck. Abgesehen davon, Ah, scheiße, jetzt auch noch Tourette. Ja, auch mit einer Frau. Ah, Mist! Also, der hatte ich dann halt eine längere Zeit eine Beziehung. Arsch! Und das lief halt nicht so gut. Ich habe vor kurzem festgestellt, dass aus meiner Jugend einer der prägendsten Filme damals Lombok, wir haben uns den sehr viel angeschaut damals, als Teenager. Und da kam 2017 tatsächlich ein zweiter Teil raus, der ist Lombok. Und ich habe echt gedacht, ja, okay, schau's ihn mal an, der wird höchstwahrscheinlich scheiße sein. Der ist immer noch gut. Die haben halt einfach 20 Jahre später denselben Film nochmal gedreht, der war trotzdem gut. Also, was heißt gut, ne? Wenn man es objektiv betrachtet, war nicht gut, aber wenn du Fan des ersten Films warst und einfach nur ein bisschen hanebüchenden Stoner-Film erwartet hast, zu dem du gemütlich vor dich hinkichern kannst, während du dich genüsslich einrauchst, absolut Gold. habe ich noch mit einer Menschenfrau, beziehungsweise es sind keine Menschen in meinem vorherigen Leben. Es gibt aber eine Urform des Menschen sozusagen. Also im Garten Eden, in dem Buch, das ich geschrieben habe, geht es ja quasi um den Garten Eden. So, aber der Hauptpunkt beim Garten Eden ist, dass die Lebewesen. Dass Mist, ich habe die Fee nicht gesehen. Die Lebewesen. Ich hab's auch nicht gesehen. Die Das ist sehr gut, ja. Ganz ehrlich, wenn ich nüchtern bin und feststelle, ich habe keine Feen gesehen, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja? Vorläufer der Menschen sozusagen, die im Garten Eden existieren, sind die sind eben keine Menschen in diesem Sinne, weil wenn du nach der Bibel gehst, ist es ja so, dass Gott Adam und Eva nach seinem Abbild erschaffen hat. Ne? Also wir sind ja quasi die Abbild. Nee, Gott hat Adam nach seinem Abbild erschaffen und Eva dann aus der Rippe von Adam. Von Adam, von Gott. So, wenn du danach gehst, so. Und der Witz ist, dass Gott schon Menschen erschaffen hat, bevor er sie nach dem Abbild von Adam und Eva erschaffen hat. Und jetzt kommt. Niemand hat irgendjemand nach dem Abbild von Adam und Eva erschaffen. Adam ist nach dem Abbild Gottes erschaffen worden, Eva aus seiner Rippe. Also aus Adams Rippe. Fertig. Ja? Also nach dem, was danach in der Bibel passiert ist, ich finde es zu wild, dass er da umeinander schwadroniert und nicht mal auf den Basics bibelfest ist. Du musst schon ein bisschen dich auskennen mit der Scheiße, wenn du sie irgendwie kommentieren willst, oder? Der Clou. Was ist der größte Fehler der Menschheit? Ich weiß nicht, wie weit wir zurückgehen müssen, um den Punkt in der Menschheitsgeschichte festzumachen, an dem es nicht mehr aufzuhalten war, dass seine Existenz irgendwann mal passiert. Aber ich glaube, da kommen wir dann der Wahrheit auf die Frage relativ nahe. Ich glaube, das Wissen oder nicht durch den Apfel. Ja, fast. Teils.
Adam und Eva halten sich für die Krone der Schöpfung. Und zwar deswegen, weil sie nach dem Abbild von weil Ja, das Problem ist ja, die halten sich nicht für die Krone der Schöpfung. Ne? Adam und Eva sind die Krone der Schöpfung. Am letzten Tag hat Gott den Menschen erschaffen, um über seine ganze Schöpfung zu herrschen. Das ist der ganze Sinn hinter der Scheißreligion, ha? Die sind die Krone der Schöpfung. Das Einzige, was jetzt Sinn gemacht hätte, ist, gesagt, sie halten sich für Gott ebenbürtig, aber das haben sie auch nicht. Ne? Die haben einfach einen scheiß Apfel gegessen, Digga. Ne? sie nach dem Abbild von Gott erschaffen wurden. Also sie bilden sich quasi ein, mehr wert zu sein als andere. Oder Ja, als, ja, nee. Das bilden sie sich nicht ein. Laut dem christlichen Glauben ist das so. Nach dem christlichen Glauben sind Menschen keine Tiere und der Mensch ist von Gott erschaffen worden, um über die Schöpfung zu herrschen. Ne? andere Arten. Ich habe noch nie einen Maxi-Barsch gefangen. Okay. Oh, Also Gott hat praktisch die Welt erschaffen und dann hat er uns als Hausmeister da drauf gesetzt. Ne? Gott. Sie bilden sich quasi ein, Krone der Schöpfung zu sein, weil sie nach dem Abbild von Gott erschaffen wurden, weil sie selbst in gewisser Weise göttliche Kräfte haben, sozusagen. Und das ist aber halt ein Fehler im Gehirn. Ja, wer hat sich jetzt vor kurzem erst in seinem Blog eingebildet, selber göttliche Kräfte zu haben? Hashtag Fehler im Gehirn, Rainer? Okay, jetzt habe ich es. Gehirn war das Stichwort. Ne? Gehirn war. Ich hab's begriffen, Leute, ihr müsst es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ihr könnt es mir trotzdem gerne in die Kommentare schreiben. YouTube liebt das, wenn viel Scheiß in die Kommentare geschrieben wird. Aber, ja. Gehirn. Ne? Und das ist ein Fehler in dem Denkmuster. Und diesen Fehler haben aber die ersten Menschen nicht. Denn die ersten Menschen, also die Menschen, das sind nur ungefähr ein paar hundert sind das, die wurden von Gott erschaffen, bevor er sie nach seinem Abbild geschaffen hat. Von, so ein Bullshit. Es ist wirklich die definierende Eigenschaft des Menschen, gerade im christlichen Glauben, dass er nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Das ist das, worauf die komplette Religion aufbaut. Der Mensch hat eine besondere Beziehung zu Gott, weil Gott ihn in seinem Abbild geschaffen hat, um über seine Schöpfung zu wachen. Das ist die komplette Idee hinter der ganzen Religion, Rainer. Laber kein Bullshit. Sie sehen anfangs ein bisschen anders aus als Gott. Oder halt als die Das hat er auch wieder aus irgendeinem schwindligen Anime von irgendwelchen zugedrufften Japanoschlampen, oder? Menschen, die wir kennen, aber haben halt schon ungefähr die Form. Sie sind sozusagen die Vorläufer, die Prototypen sozusagen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Ah, das ist der T800 unter den Menschen, ne? Der Mensch war dann der T1000. Gab es nicht. Also zumindest nicht, wenn es nach der Bibel geht. Ach so. Das ist aber das, wie mein Leben ausgesehen hat. Und Adam und Eva sind ja aus dem Garten verbannt worden von. Er versucht echt diese Guru-Nummer, oder? Er versucht echt diese Guru-Nummer, dass er sagt, ja, ja, das ist alles so wie du es kennst, das ist schon nah an der Wahrheit. Aber ich persönlich bin was Besonderes. Ich habe besondere Einsicht in die eigentliche Realität. Und wenn du mir folgst und mir alles gibst, was du hast, dann nehme ich dich bei der Hand und zeig dir das auch. Und dann weißt du es, wie es wirklich ist und wie es wirklich war. Und dann weißt du mehr als alle anderen. Du bist dann auch ein besonderer Mensch, genauso wie ich. Das ist diese Rattenfängerei von irgendwelchen Gurus. Nur dass die Leute, die das erfolgreich machen, halt meistens ein bisschen Charisma haben und einen IQ, der höher ist als die scheiß Raumtemperatur. Gott, weil sie gegen seine Regeln verstoßen haben. Gegen seine Regeln haben sie aber nur deswegen verstoßen, weil sie sich eben für was Göttliches gehalten haben, weil sie gedacht haben, sie müssen sich nicht an die Regeln Gottes halten. Und das wird auch falsch in der Bibel wiedergegeben. In der Bibel wird ja gesagt, dass die Schlange dafür verantwortlich ist,
dass die Schlange dafür verantwortlich ist, dass Adam und Eva aus dem Garten verbannt wurden, weil die Schlange Eva dazu gebracht hat, den Apfel zu essen. So. Den Und Apfel zu essen. Ja, das ist richtig. Ne? Eva ist praktisch der Versuchung erlegen. jetzt ist es aber so, jedenfalls nach dem, was ich in meinem Buch geschrieben habe, Ja, wenn du das in deinem Buch geschrieben hast, dann muss er stimmen. Ja? Steht ja schwarz auf weiß da. Quelle Rainer. Trust me, Bro. das, woran ich mich quasi sozusagen auch erinnert habe im Endeffekt, dass es nicht die Schlange war, die Eva dazu verführt hat, sondern dass es in Wirklichkeit Eva war, die die Schlange im Nachhinein beschuldigt hat. Ja, das ist gerade im Moment ist er wenig anstrengend. Hoffentlich kommt da noch mal irgendwas. Ja, Garten Eden. Oh, Schlangenschneck. Wie weit sind wir denn hier? Boah, noch keine Viertelstunde. Ja, keine Ahnung. Alter, ich hab auch gewissen Substanzen schon manche Dinge gesehen, gedacht und erlebt. Aber wenn du halt 5 Cent Hirn im Kopf hast, dann weißt du in dem Moment, in dem du nüchtern warst, so, dass das halt substanzbedingt war. Und da gehst du weiter durch die Realität und alles ist gut. Ne? Sie hat nämlich den Apfel einfach so genommen und hat halt gedacht, naja, ich schiebe das halt einfach auf die Schlange, weil wen juckt's, ne? Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Rainer und die Realität, die waren noch nie beste Freunde. von Gott erschaffen, ich habe das Recht dazu, das zu tun, was ich möchte, so ungefähr. Und so ist es letzten Endes dazu entstanden. Letzten Endes! Okay. Das ist interessant. Genau. War ja noch nicht so gesehen. Und das Witzige ist, dass die Engel, also die Erzengel und die normalen Engel, dem ganzen Treiben von Adam und Eva, die haben das beobachtet, die haben das mitbekommen. Und nachdem Adam und Eva von Gott verbannt wurden, hat der Gott auch dem Garten Eden den Rücken gekehrt und ist quasi mit Adam und Eva zur Erde gegangen, wo er weiter auf sie aufgepasst hat und sie weiter beschützt hat und so weiter. Und die Engel, die das nicht mit ansehen konnten, und denen Die Engel konnten nicht mit ansehen, dass Gott sie weiter beschützt hat. Alter, alles an der Story ist hageldumm. Rainer, wenn du irgend so einen religiösen Bullshit verbreiten willst und der Meinung bist, okay, damit kriege ich vielleicht irgendwie rattenfängermäßig ein paar Leute, dass die sich mir anschließen, dann muss es wenigstens ein bisschen nachvollziehbar sein. Punkt Nummer 1, warum sollte Gott die rausschmeißen, wenn er sich danach dann trotzdem weiter um sie kümmert? Ja, da hätte er sie gleich im Garten Eden lassen können, wo ihnen gar nichts passieren kann. Dann hätte er sich nicht dann die Arbeit noch machen müssen, um sie zu kümmern, weil er sie doch so sehr liebt. Harter Bullshit. Aber das ist Bullshit, der im normalen christlichen Glauben auch nicht so ganz weit hergeholt ist. Und was hat jetzt gerade noch den anderen Scheißdreck gesagt? und die Engel, die das nicht mit ansehen Ah ja, die Engel konnten nicht mit ansehen, dass Gott sich um die Menschen gekümmert hat. Das hört sich auch ein bisschen dumm an. konnten, und denen die Bewohner des Gartens, also die heißen Kinder des Gartens, nennen sie sich, nicht Menschen, die bedauern, also die Engel bedauern das, halt, dass die von Gott so verlassen wurden, weil eigentlich können die ja nichts dafür, die haben ja nichts getan. Ja, du bist auch ein Kind des Gartens, Alter. Direkt aus der Baumschule. Aber Gott ist halt so wieder der Meinung, er muss da halt jetzt irgendwie groß auf die Kacke hauen. Ja, Gott ist der Meinung, er muss auf die Kacke hauen. Rainer, damit kriegst du die Leute in deinen Kult mit so einen Sätzen. Ja, obwohl, ganz ehrlich, wenn du dich so umschaust, was auf Social Media passiert, irgendwie inzwischen, die Leute sind so dumm. Du musst ja nicht mal auf Social Media gehen, hock dich in die U-Bahn in irgendeiner Großstadt in Deutschland und denkst ja, okay, wenn du sagst hier, Gott, ja, der Meinung, der muss auf die Kacke hauen, dann kriegst du auf jeden Fall ein paar von den Leuten gecatcht. Und muss da halt mit den Menschen gehen, weil halt die Menschen ja seine Hilfe bedürfen oder so ähnlich. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass Ja, keine Ahnung, wenn er nicht klarkommt damit, dass die Menschen seine Hilfe brauchen, hätte er sie vielleicht nicht aus dem Paradies schmeißen sollen. Ne? Das wäre eine schlaue Idee gewesen. Gott sich im Endeffekt dann dafür entscheidet, bei den Menschen zu bleiben und die Engel beauftragt, hin und wieder mal im Garten nach dem Rechten zu schauen, weil er möchte irgendwann, weil er hat schon vorausgesehen, weil er sehr göttliche Weisheit,
davon ausgesehen, dass die Menschen halt Scheiße bauen und ihre Form der Existenz halt verkacken. Eine, sogar sogar in seinen komischen religiösen Sektenfantasien ist dieses sein Zeug machen und Scheiße bauen trotzdem da. Ne? Warum leben wir nicht mehr im Paradies? Ja, Eva ist hergegangen und hat die Scheiße gebaut. Die ist praktisch an diesen Baum hingegangen, der Baum der Erkenntnis, und bevor sie überhaupt in der Nähe war, ging schon die Alarmanlage los. Und dann hat sie am Zaun gerüttelt. Und halt früher oder später die Menschheit sich auslöschen wird. So. Und daraufhin haben die Engel halt Mitleid mit den Menschen gehabt. Und die Engel haben ja verschiedene Eigenschaften. Also gibt es zum Beispiel die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, um mal nur 3 von den Erzengeln zu nennen. Und diese und diese Erzengel haben Mitleid mit den Menschen gehabt und haben zusammen mit anderen Engeln und Erzengeln dafür gesorgt, dass quasi die Kinder des Gartens beschützt werden und auch einige Arten, die quasi auf der Erde von den Menschen Stück für Stück ausgelöscht werden, zum Beispiel die Minotauren und Zentauren, in den Garten Eden kommen können, in den Garten Eden kommen können, um dann quasi dort. Boah, ich werde so aggressiv. Du hörst das Getippe im Hintergrund. Dort, Alter, ich würde gern hingehen und mit rechts und links ein bisschen über die Backe streicheln. High Velocity. Batsch, batsch. Konzentrier dich, du Depp. Warte mal, ich habe schon wieder einen Bossgegner vor mir. Ja. Ich habe ja auch einen Bossgegner vor mir. Jetzt ist doch so ein nerviger Boss hier. Oh, mir. Warum muss ich jetzt so einen nervigen Boss hier gerade haben? Das Leben hasst dich, Rainer. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen wegen der Schlangenschnecke. Die wird ja hauptsächlich dafür genutzt, dass sie zum Beispiel als männliches Glied funktioniert für die Frauen, wenn die sich das jetzt wünschen. Nicht nur, sie hat auch den Vorteil, sie braucht es auch, um sich selbst fortzupflanzen, ne? Ja, Leute, nee, Digga, ich fange jetzt mit der Schlangenschnecke nimmer an. Hey, das wäre jetzt nochmal eine Viertelstunde Rohmaterial bis ans Ende der Schlangenschnecken-Thematik. Das packe ich heute nimmer. Es tut mir fürchterlich leid. Also, mein Plan ist, heute ist Donnerstag. Mein Plan ist, morgen nach der Malochne nochmal eine Stunde aufnehmen und am Samstag in der Früh habe ich ja wenig Zeit. Ja, da haue ich euch ein paar Videos raus, also, beziehungsweise da nehme ich ein paar auf und die veröffentliche ich dann über die nächsten Tage und schaue, dass ich vielleicht irgendwie am Sonntag nochmal eine Stunde Zeit finde und am Montag vielleicht nochmal eine Stunde Zeit finde. Weil ich fahre am Dienstag aufs Summer Breeze und währenddessen habe ich natürlich keine Zeit, irgendwelche Videos aufzunehmen. Und schaue, dass ich so viel wie möglich irgendwie davor schaffe. Dass ihr was zu tun habt, während ich irgendwie auf dem Acker chill. Ich werde an einem der Tage vom Summer Breeze wieder mit meinem Bootleg Ich hasse Winkler T-Shirt übers Festival laufen. Der Erste, der mich darauf anspricht, kriegt ein Bier von mir. So ein Ding ist das. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und wenn, dann die richtige Dosis. Er hat offensichtlich die falsche Dosis genommen von was auch immer es war, was ihm diese Visionen bereitet hat. Ne? In diesem Sinne, Metal off.